Boah, schön, ich bin gerade so mit Stress aufgestanden. Ich habe geträumt, irgendwie, dass wir einen Live-Auftritt haben und 5 Minuten vorher wir noch entscheiden, was jetzt eigentlich das Thema ist, über was wir labern. Ich weiß auch nicht. Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fiasco Famoso. Mein Name ist Jenny Mein Name ist Flavia. und heute reden wir über Probleme unter der Gürtellinie. Ja, Jenny, jetzt sind wir allein wieder im Studio. Hey ja, ich habe mich einfach so gefreut, heute wieder aufzunehmen, weil gefühlt bin ich eine Ewigkeit nicht mehr da gewesen im Studio. Ja, also ich muss sagen, wir haben es glaube ich auch ein bisschen verlernt. Wir haben jetzt etwa doppelt so lange gehabt, um alles aufzustellen und nochmal checken und alles. Ja, wirklich. Drauf muss man nochmal drücken, dass man den Ton testen kann. Ja, wir sind ein bisschen aus der Übung gekommen, kann man sagen, aber das holen wir wieder. Genau, wir können jetzt auch nochmal schnell ein Shoutout aussprechen an Simi und Coco. Von letzter Folge sie haben nämlich zu uns auch ein riesen Shoutout ausgesprochen. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Also danke nochmals. Ja, und auch danke für alle, die in die letzte Folge reingelassen haben. Das war ja schon auch eine riesen Folge, muss man sagen, 1 Stunde 20. Aber ja, ich würde sagen, wir machen da den Strich und bedanken uns für das ganze Feedback, das gekommen ist und für die coole Folge. Genau, und jetzt sind wir aber bei dieser Folge, Folge 21. Yes. Weißt du eigentlich, dass 21 meine Lieblingszahl ist? Nein. Wieso? Keine Ahnung, irgendwann habe ich das einfach bestimmt. Und immer wenn der 21. ist im Monat, ist das so, habe ich so das Gefühl, heute habe ich einen guten Tag. Das ist schön. Oder irgendwie, wenn ich irgendetwas auswählen kann, wo eine Zahl ist, nehme ich das 21. Schön, ich nehme das 8. Das ist, glaube ich, so classy. Dass man eine Lieblingszahl hat. Ja, nein, das 8. Weil es einfach so, weißt du, wie man sie in einem Ding kann schreiben und so Wellenlinien. Es ist so eine coole Zahl zum Schreiben. Nicht? Ja. Ja, so 21. Aber ja. Ja, anyway, auf jeden Fall heute die 21. Folge. Ich habe richtig Bock, über das zu reden, worüber wir heute reden. Aber zuallererst gehen wir rüber. Sorry, dass ich heute so spreche, ich weiß auch nicht. Das macht es im Fall noch oft. Also, man könnte nicht mit dir befreundet sein, wenn man das nicht dulden kann. Dass du ab und zu ein bisschen, ja, deinen Akzent aushältst. Aber ja, Shit und Shine. Genau, fangen wir aber mit Shine an. Okay. Mein Shine von der Woche ist, dass ich von einer Freundin zur letzten Podcast-Folge, also Folge 20, das Bünzli-Fiasko, Feedback bekommen habe, und zwar konstruktives Feedback. Ich habe es, glaube ich, dir auch schon gesagt. Ich freue mich jedes Mal darüber, wenn jemand schreibt, ich höre euren Podcast mega gerne oder hey, mega coole Folge, es hat mega Spass gemacht zum Reinhören. Also ich freue mich immer über Positives. Ja, genau, ich wollte jetzt sagen Lob, aber das ist ja nicht kein Lob, das ist einfach genau positives Feedback. Kommt darauf an, wie du es interpretierst, aber ja. Ja, ich finde, das ist genau für mich positives Feedback, über das freue ich mich immer sehr, ist ja klar, ist gar keine Frage. Aber worüber ich mich sehr speziell freue, ist konstruktives Feedback oder wenn mal jemand sagt, hey, mega cool, aber dort und dort habe ich mir das und das überlegt oder dort finde ich, hätte ich noch können sagen, das Punkt oder was auch immer, weil so konstruktives Feedback bringt einem ja auch weiter und dann wir selber, wir sind auch nur 2 Köpfe, 4 Ohren, die auf die Sachen hören und so. Darum finde ich es immer spannend, was andere auch noch dazu zu sagen haben. Und gerade eine Freundin, es ist so ein bisschen, sie hat so Feedback gegeben auf den Punkt, auf die Red Flag, dass wir gesagt haben. Oder wir haben über die Red Flag diskutiert, Single Moms. Ob das eine Red Flag ist oder nicht und aus welchen Gründen, bla bla bla. Und sie hat mir dann so ein bisschen gesagt, sie hat mir gefeedbackt, hey, ich hätte mir gewünscht, hättest du dort ein bisschen mehr die feministische Jenny rausgebracht, weil ich kenne deine Einstellung dazu oder ich habe gedacht, oh, jetzt sagt sie sicher etwas in die und die Richtung und es ist nicht gekommen. Und ich habe den Punkt mega verstanden und habe dann die Stelle selber nochmal gehört und habe auch gefunden, ja, voll, es hat sich so ein bisschen irgendwie in eine andere Richtung gebildet, die Diskussion. Und ich habe das mega cool gefunden, dass sie sich in Anführungs- und Schlusszeichen so getraut hat, mir das Feedback zu geben. Und ich habe das mega dankbar angenommen. Und sie so, ich bin so froh, nimmst du das dankbar an und siehst das irgendwie nicht als eben negative Kritik oder Angriff. Genau, wie gesagt, ich finde das so wertvoll. Weil also wie man es sagt. Ja, es kommt davon, wie man es sagt. Ja, aber ich finde... Sowieso, dass man es sagt, aber dann eben auch nicht vorwürfig, sie jetzt verständnisvoll... Ja, wir sind halt, keine Ahnung, da im Laberfluss und da kann man nie immer alles, keine Ahnung. Ja, aber trotzdem hat man auch Anspruch an sich selber und fairerweise, ob wir zwei das wollen oder nicht, andere haben vielleicht auch ein bisschen Erwartungen an uns. Denen können wir entsprechen oder auch nicht. Oder wollen entsprechen. Und in dem Fall habe ich jetzt gefunden, mal, ich finde, sie hat recht. Und dann habe ich jetzt unter die letzte Folge auf unserem Account noch einen Kommentar verfasst. Voll, das habe ich gesehen.
Genau. Und dort übrigens, ein kleiner Hinweis, ist mir aufgefallen, dass Spotify-Kommentare beschränkt sind. Ich habe gedacht, sie hat ein 1 geschrieben und ein 2 mit unserem Account dann wieder. Ich so, hey, jetzt hat einfach Spass gehabt, mit 2 Accounts Nein. Es hat beschränkte Anzahl Zeichen. Du kannst gar nicht einen Roman kommentieren unter einer Podcast-Folge, wenn du willst. Mhm. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ja, je Das ist nachdem. wie auf TikTok, da ist die Kommentarzeichen auch beschränkt. Darum habe ich das so nummeriert, dass man checkt. Egal. Jedenfalls hat es mich gefreut, dass wir in einer Freundschaft, oder in dieser Freundschaft, die ich mit dieser Person führe, Shoutout, ich finde das auch toll, dass wir uns so konstruktives Feedback geben können. Dass man kritisch sein kann, Ja, aber es mega. nicht übel nimmt. Bin Ja. ich sehr dankbar gewesen. Und das hat mich gefreut, das ist mein Schein. Das freut mich. Und mich auch. Also für unseren Podcast, das bringt uns auch voran. Und ich nehme sicher, ich bin schneller, glaube verunsichert, vielleicht noch von Feedback, je nachdem. Also ich habe es jetzt noch nicht so mega kritisch gehabt, aber da lerne ich sicher noch den Umgang damit. Ja, eben, und ich finde, man muss sich auch überlegen, hey, von wem ist mir die Meinung etwas wert? Also auch jetzt abgesehen vom Podcast, allgemein im Leben, muss man sich immer fragen, hey, wessen Meinung ist mir etwas wert und auf welche tue ich halt wie so ein bisschen, ja. Schiessen. Genau. Ja. Dein Schein von der Woche? Ich habe so einen Schein, Shit und Schein zusammen. Schlussendlich ist es dann ein Schein geworden. Mein Freund und ich sind in einem Resti gehockt für die Nacht und es war wie so eine Tafel, der Tisch. Also wir sind nicht das zweite alleine dort gehockt, sondern das Rest war schon voll, dort hatte es noch Platz gehabt. So, nicht vis-à-vis, sondern er oben am Tisch und ich rechts davon. Ja. Und es hat schon noch ein Bärli gehabt und ja, es hat noch 3 so einzelne Stühle gehabt. Und dann hockt irgendwann so ein alter Mann, nicht vis-à-vis von mir, sondern eins neben mir vis-à-vis. Checkst? Ja. Genau. So dazwischen innen, allein. Und dann wartet er halt so dort, hat ein Bier bestellt. Also er hat gewartet auf was? Auf sein Bier. Aha. Aber weißt du, er war so allein gewesen. Er hat rumgeschaut und ich habe die ganze Zeit, das war eben zuerst der Shit, ich so, wir müssen doch jetzt irgendwie mit ihm reden. Er ist so allein, also so ein bisschen Mitleid, weil er allein ist. Und auch noch nicht, er hat nichts machen können, weißt du, er hat halt sein Bier noch nicht gehabt, weil sonst kannst du so sippen, dann fühle ich mich auch nicht so komisch. Also du hast dich irgendwie in der Verantwortung gesehen, mit dem Mann zu reden? Ja, ich bin wirklich fast vis-à-vis gehockt, mir ist verdammt eng gehockt. Und nachher habe ich so eben im Kopf hin und her mit mir diskutiert und nachher sehe ich, dass er einen Ehering hat, dann ist meine Hoffnung wieder rauf. Ich so, er ist nicht allein, er ist mit jemandem verheiratet. Und nachher gleichzeitig dachte ich wieder, oh nein, er ist alt, vielleicht ist die Person gestorben. Oh mein Gott. Das ist alles innerhalb von 5 Minuten in meinem Hirn so wieder Mitleid, oder? Dann hat er endlich sein Bier gehabt und dann ich die ganze Zeit so gedacht, eigentlich sind meine Freunde und ich in einer Diskussion gewesen, aber ich bin die ganze Zeit so side-eye zu ihm, so, ich will irgendwie etwas sagen und ich so, hey, was sage ich denn jetzt? Und dann haben wir schon gezahlt, oder sind am Zahlen gewesen, und ich so, nein, komm, ich bereue es, wenn ich jetzt irgendwie nicht mal Hallo gesagt habe. Und nachher sage ich so zu ihm, Sie sind öfters da, oder? Was? Weil er hat so vertraut rumgeschaut und nachher er so... Alter Flavia, du bist so socially awkward. Ich weiss. Aber Und dann er so... weißt du, was hat er gesagt? So, ja, sie in dem Fall nicht. Hä? Also ja, logisch weiss er, wenn er öfter... Aber hat er sich nicht gewundert, woher du das jetzt gecheckt hast? Keine Ahnung, das ist doch so... Weil er weiss, dass du weißt, dass er oft dort ist, weil du ihn so analysiert hast. Ja. Keine Ahnung, ich habe nicht gewusst. Ich habe irgendwie nicht noch mehr sagen als nur Adi, schönen Abend. Ja. Und du hast nur das gesagt und dann? Aber hat er halt auch nur gesagt, ja, sie in dem Fall nicht. Und dann, Punkt. tschüss, ciao. Und dann habe ich so, ja, ich komme eigentlich von Einsiedeln. Mein Freund kommt von da. Gut, dann sind wir aufgestanden und gegangen. Und ich glaube, er hätte müssen schmunzeln. Und das ist dein Schein? Ja, schlussendlich habe ich einfach ihn zuerst als verloren wahrgenommen, wie man vielleicht eine Person allein in einem Resti wahrnimmt und irgendwie alles in einem Schnurren, er nicht. Aber ich stelle mir das noch nervig vor, dass wenn man vielleicht älter ist, Leute einem das Gefühl, also junge Leute vielleicht noch, also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sich öfter beobachtet fühlt, wenn er allein ein Bier geht zischen und dann so ein bisschen mitleidige Blick bekommt. Ja, aber er hat uns auch angeschaut, eben, gell? Also er hat uns auch
Ich habe etwa 10 Mal mit ihm Augenkontakt gehabt, weißt du? Und mir kommt dann immer im Kopf ziehen, das ist so ein Ausdruck, in den Sinn, dass mein Vater amix auch sagt so, Mann, ich finde es so schade, dass man nicht mehr zusammen redet. Oder auch im Zug. Ja, Und stimmt. dann habe ich immer Dass so von Druck, uns Jungen erwartet wird, dass wir noch miteinander reden und Genau. Gespräche anfangen, einfach zum den Alten beweisen, hey, wir sind im Fall auch gesprächig und so. Ja, ich glaube, Ja, das das habe ich habe vielleicht auch noch beweisen. Das stimmt, das habe ich aber manchmal auch, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich jetzt aufstehe im Zug und aussteige und die Person fährt weiter, dass ich dann muss so sagen, die miteinander oder so. Aber, Adi, gell, aber das- welchem Alter? Weil an einem 16-jährigen Typ, der dort hockt, würdest du Sagst wahrscheinlich du nicht Tschüss. sagen «Tschüss». Nein. ja, das ist eigentlich noch lustig. Warum mache ich das? Ja, ich will irgendwie auch nicht, dass die denken, die war noch freundlich gewesen. Gell? Oder wenn ich dann aber am Handy bin im Zug, bin ich so, ich tue es jetzt auch so weg, so «Nein, wir Jungen sind eben nicht immer am Handy. Ich bin jetzt extra nicht am Handy.» Bin ich manchmal Ja, so. das habe ich früher auch gemacht, aber mittlerweile nicht mehr. Ich denke mir so, schau, Judith, ja, ich bin da auf Insta oder ja, ich plane gerade meine Ferien oder ja, ich bestelle gerade Essen oder ja, ich lerne gerade Woki auf Duolingo. Also du kannst ja so viel am Handy machen. Ja, aber die checken ja das nicht. Man die muss sich auch meinen nicht einfach. rechtfertigen. Aber ja, Nein, logisch. und bist du fertig mit dem Schein? Ja. Sorry, habe ich nicht abwürgen. Mein Shit, ich mache gerade weiter, die Woche war, dass ich im Zug gehockt bin. Und dann... Apropos Zug hocken. Ja, auch im Zug. Und der Typ also ich bin immer so an einem Vierer gehockt und der Typ vor mir ist am Fenster gehockt. Also wir sind so ein bisschen wie versetzt gehockt. Also, so Du bist im Gang gehockt. Genau, und er am Fenster. Und er hat irgendwie einen Protein-Milkshake getrunken, so einen gekauften, weißt du, aus einer PET-Flasche. Und dann hat er die so offen auf dem kleinen Tischli. Und irgendwie hat es geruckelt oder er hat es ausgeleert. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ausgeleert. Also die halbleere Proteinshake-Ding ist ausgeleert. Und auf dem Tischli vom Zug sein Protein-Ding. Sein Proteinshake. Und dann habe ich, weißt du, so, ich bin Also einfach alles ist ausgeleert. ja, und ich bin so am Handy. Also es war eben fast leer gewesen. Er hat es wahrscheinlich darum offen lassen. Aber weil der Zug in Bewegung kam, ist es umgekippt und es ist ausgeleert. Und ich schaue so aufs Handy, aber sehe das so im Augenwinkel und dann schaue ich auf den Tisch, denke mir so, ja, jetzt putzt er es ja wohl dann weg. Schaue so rein und er schaut einfach so den verschmierten Tisch an und schaut wieder zurück aufs Handy und macht gar nichts. Und die Flasche? Also hat er dann schon weggenommen? oder so? Nein. Die Flasche ist einfach Die Flasche ist weggelegen. umgekippt gewesen, ja. Und dann habe ich gedacht, soll ich ihm jetzt ein Nasentüchchen anbieten? Weil vielleicht hat er ja nichts zum Aufputzen. Ja, was will er machen? Und es war auch so ein Zug, der unter dem Tischli keinen Güssel hat. Mm. Das gibt es ja manchmal. Und dann habe ich gedacht, nein. Was will er dann? Ein Nasentüchchen lang nicht. Ich muss ihm das Ganze packen. Egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich lasse das jetzt. Und dann ist er bei der nächsten Station ausgestiegen. Und vorher noch, stimmt, der Zug ist weitergefahren, also gehalten, weitergefahren und beim Weiterfahren ist der Milchshake auf dem Tisch in Bewegung gekommen und voll über sein Hosenbein geleert. So karmamässig, weißt du, du hast es nicht aufgeputzt, jetzt bist du auch dreckig geworden davon. Das habe ich irgendwie noch lustig Ich gefunden. muss schmunzeln. Ja. Hat er das gesehen? Ich weiss nicht. Er hat mich irgendwie ignoriert. Und dann beim nächsten Halt ist er aufgestanden und gegangen. Also er hat nicht mal die leere Flasche mitgenommen. Ich habe mir dann gedacht, Bruder, die nächste Person, also ja, es gibt Personal, das den Zug sauber macht, aber wenn du das auslässt, dann nimm es doch mit. Tu dich wenigstens ein bisschen bemühen, das aufzuräumen. Gang auf sein WC, hol WC-Papier. Also weißt du, was ich meine? Er Ja. hätte ja schon Möglichkeiten gehabt. Also die Flasche einmal sicher mitnehmen. Ja, ich habe mir so gedacht, das ist dem so schnurzpieps egal gewesen, Ja. dass der das jetzt dreckig gemacht hat. Und dann ist er einfach ausgegangen und gegangen. Ich bin so gewesen, ich hätte etwas sagen sollen. Und nachher hätte ich eben Schiss, dass die Leute meinen, dass ich das gewesen bin. Wenn ich nachher... nein. Nicht? Nein. Okay. Aber ja, Hast du einfach... die Flasche mitgenommen nachher? Nein. Das wäre dann auch noch... Das wäre dann der Ehrenmove gewesen. Ja. Ja, Stimmt. nur... Ich habe mich jetzt das gewundert. Ja, nein, das habe ich auch nicht gemacht. Aber ja, hätte ich vielleicht sollen. Aber ja, habe ich mir einfach gedacht, wie die Audacity, die der Ja, hat. und ich fühle mich schon schlecht, wenn ich mit meinem brösselmehligen Croissant dort hocke und ein bisschen Brusme mache. Irgendwie. Ja. Fühle mich jetzt nicht so schlecht wegen dem. Ja, Aber- aber so ein Zug also ja, mit so Ja. einem geilen ohne Kabel-Ding geht vielleicht noch schnell, aber ja, man vergisst auch nichts. Ich bin letztes Mal auch in so einem Zug rein, weißt, von Chur, wo alle Wanderer mit dreckigen
Schuhe und halt alles so. Nachher ist mir zuerst mal bewusst worden, so, das ist jetzt mal ein dreckiger Zug und wenn der nicht jeden Tag gereinigt wird, Ja, wirklich. dann grusig. Ja. Mein Shit ist Scheidenpilz. Man sagt auch Vaginalpilz. Wieso hast du jetzt so gesungen, weil es weiss auch unangenehm nicht, ist? weil es schöner tönt, weil Leute irgendwie Pilz, Also ich weiss nicht, ob es alle verstanden haben. Du hast gesagt Scheidenpilz. Scheidenpilz oder auch Vaginalpilz. Genau. Also hast du im Fall gerade einen, dass du Ja, sagst? also ich sage, es ist selbst diagnostiziert. Heisst, also ich habe das selber bestimmt, dass es das wahrscheinlich ist, weil ich das schon öfters gehabt habe. Weil wenn man das hat, noch nie gehabt, man sollte das bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt abklären zuerst. Aber weil ich langsam weiss, wie das ist, sage ich jetzt einfach von mir selber, ich habe das. Jetzt gerade wieder abgeschwächt, glaube ich, ist noch nicht ganz weg, aber ich sage dir, es war wie verhext gewesen, aber wir haben irgendwie noch darüber geredet, was könnte das nächste Thema sein, je nachdem. Also von dieser Folge? Von dieser Folge. Du hast von deinem Shit erzählt, und nachher erzählst, was auch länger zu kämpfen hast. Und nachher, 3 Tage später, hocke ich im Mac. Nein, du hast den Scheidenpilz schon vorher gehabt. Nein. Ich habe gemeint schon. Nein, ich habe dann gesagt, schau, ich habe das öfters. Wirklich. Nachher 3 Tage später hocke ich im Mac und wirklich, es büsst so fest, ich konnte nicht mehr hocken. Ich musste so hocken, dass ich mein Becken verschiebe, dass ich nur auf meinen Arschbacken hocke. Weißt du, nicht, wenn du so voll gerade hockst du vielleicht ein bisschen noch auf der Vulva? Genau. Weiss nicht, und dann ja. habe ich das Becken verrutscht und bin so hinten gehockt. Und nachher bin ich auch aufs WC kratzen. Es ist so... Oh nein. Ich bin fast auf... Es ist wie eine so unangenehm. Ameise. Ich weiss nicht, wie man das beschreiben. Ich habe das zum Glück noch nie gehabt. Scheidenpilz. Ja, es ist wirklich vielleicht wie ein Gips beißt, wo man so kratzen mit einem Löffel, wenn man einen Gips hat. Keine Ahnung. Löffel? Ja, ich hatte das mal gehabt. Weißt du, wenn du nicht reinkommst, dann kannst du so mit einem Löffel kratzen und es kühlt Zum auch. Glück haben wir auch noch ein Video, weil dann kann man ins Video gehen und sehen, was du für Demonstrationen machst. Ja, ui. Und zum Glück haben wir auch Ton, da kann man es nicht falsch verstehen. Ja, und dein Shit ist, dass du halt gerade einen hast oder hast. genau. Ja. Aber es ist auch ein bisschen Schein in dem Moment passiert. Weil ich habe dann überlegt, also ich weiss... Du mit deinen Shit-Schein-Mixes. Ja, sorry. Ja, ich mache ein bisschen Cocktail aus dem. Aber nur, dass das jetzt... wir werden wahrscheinlich nachher jetzt eben noch tiefer darüber reden, aber schnell zum ein bisschen unterhaltsamen. Dann haben wir halt so... ich weiss eigentlich langsam, was man machen kann. Und ich habe auch also so gerade im Moment, jetzt so präventiv. Logisch, medizinisch kannst du auch noch etwas machen, können wir nachher reden, aber mir ist dann in den Sinn gekommen, ich glaube, ich muss andere Unterhosen anlegen. Baumwolle. 100% Baumwolle. Genau, das ist schon mal korrekt. Plus habe ich schon geahnt, dass Tangas wahrscheinlich scheiße sind. Ja. Genau. Und dann haben wir das hat mein Freund... Aber warum? Willst du es noch schnell erklären? Das sage ich nachher gerade. Okay, das gut. sagt sogar ChatGPT. Weil mein Freund ist dann, hat das eingegeben wie ChatGPT. Was eingegeben? Ob Tangas scheiße sind. Also für in welchem wegen dem. Ja, Wegen dem. ja. Wegen dem. Mhm. Ja, wegen der Erotik sicher nicht. Und nachher, also am Schluss habe ich vor allem schmunzeln, aber zuerst... Lies vor. Zuerst tut es halt so allgemeine Sachen aufschreiben, wo, ja, eben, das beruht auf ChatGPT-Quellen, so Reibung und Mikroverletzungen. Also Tangas sind hure eng und es ist mega in einem empfindlichen Bereich zwischen After und Vagina, und wenn das die ganze Zeit so rutscht... Dann kann das Bakterien von hinten nach vorne befördern. Ja, und eben die anderen Unterhosen, sagen wir mal Grossmütter-Unterhosen, auch wenn es nicht so muss sein. Genau, aber die sind halt nicht Aber in den Arschspalten. Ja. Die sind aussen. Also das ist schon mal ein gut. Eben dann Keimverschleppung aus dem Grund. Dann Materialien, synthetische Materialien, die hure Slips, die man drunter da hat unter engen, zum Beispiel Röcken, wo das ja kein Rand siehst. Ja. Das ist ein Oder Keimschleuder. Polyester, ja. Genau. Halt, ja, die Plastikfaser. Und die arbeiten auch so feuchtes Milieu, weil die Nicht schnaufen. Genau, das ist auch 4. Punkt, weniger Luft. Im Vergleich zur lockeren, geschnittenen Bauwellunterwäsche ist die Luftzirkulation bei Tangas viel geringer. Es wird wärmer und feuchter. Aber
Das war so ein bisschen Depri gewesen. Ich so, okay, Also scheisse. Quintessenz, alle Tangos aus dem Fenster rühren. Ja, Vielleicht nicht aus aber, dem Fenster, aber... aber nachher heisst es so, ChatGPT ist einfach wirklich meine Freundin. Nachher ist es so gewesen, das heisst nicht, dass du nie wieder einen Tanga tragen darfst. Bla bla bla. Aber bei Pilzanfälligkeit ist es definitiv besser, auf bequeme, atmungsaktive Baumwollslips umzusteigen. Besonders während der Periode nach dem Sport oder wenn du schon Symptome spürst. Und jetzt, mein Lieblingsteil. Wenn du willst, kann ich dir ein paar Alltagstipps... fuck, versaut, nochmal. Mann, wichtigster Satz. Wenn du willst, kann ich dir ein paar Alltagstipps geben, wie man sexy und pilzfreundlich leben kann. Im Gleichgewicht quasi. Sexy und pilzfreundlich. Und hat ChatGPT gross geschrieben. Und pilzfreundlich. Und nachher noch im Gleichgewicht quasi. Von wegen, das muss kein Widerspruch sein, meine Liebe. Ja, und ich so im Mac, ich so, ChatGPT, ja, du verstehst mich. Ah, Ja. das ist schon lustig, aber ja. Wir sind eigentlich schon voll im Thema von dieser Folge, weil das, was ich immer darunter leide und schon seit Jahren leider, im Moment, auf Holz klopfen. Boah, das hat richtig krass, mach das nochmal. Oh. Ja, Also ich habe auf meinen Kopf geklopft. ja. Aber ja, im Moment eben, das leide ich gerade nicht so mega drunter, also die letzten 2 Monate, aber in der Regel, in den letzten paar Jahren, bin ich sehr plagt von Blasenentzündungen. Und du von Scheidenpilz. Und darum haben wir gedacht, hey, so viele Frauen oder so viele Leute mit einer Vulva leiden unter diesen Beschwerden. Wir finden, es lohnt sich eigentlich mal eine ganze Folge dem zu widmen. Und an dieser Stelle müssen wir einen Disclaimer machen. Weil in dieser Folge reden wir zwei als Betroffene von unserer Sicht und von dem, was uns persönlich geholfen hat oder auch immer noch hilft. Und das muss auch nicht für alle gelten. Und darum an dieser Stelle der Hinweis, wir, also Flavia und ich, sind kein ärztliches Fachpersonal und können keine professionelle oder medizinische Auskunft geben. Und darum, wenn ihr die Beschwerden, über die wir heute reden, auch habt oder schon gehabt habt, dann, oder länger anhaltend habt, dann tun euch unbedingt ärztliche Hilfe aufsuchen. Genau, das muss an dieser Stelle unbedingt gesagt sein. Genau. Ja, Scheidenpilz. Wir sind jetzt gerade schon bei dem Thema. ja, aber ich will gerade schnell, weil wir so übergeleitet haben, schnell von beiden Themen Fakten. Also ich habe nur einen Fakt. Ich auch. Und der steht überall. Und ich habe etwas zur Schweiz gesucht und ich hätte sicher irgendwo etwas gefunden. Also wenn zu wie viele Frauen darunter leiden? Ja, in der Schweiz. Aber es ist allgemein einfach auch auf der Uni-Seite, bei anderen Spitälern und so gestanden, da immer das Verhältnis von 3 von 4 Frauen. Und ich vertraue Also das dem jetzt wäre so einfach. 75%. Genau. Also da aussen gibt es zu 100%iger Wahrscheinlichkeit gerade Frauen, die zuhören, die das irgendwann... Oder haben. Genau, also es steht, 3 von 4 Frauen werden das irgendwann im Leben haben. Das ist krass. Ja. Und das Lustige ist einfach bei uns, also das Lustige bei uns zwei, du hast das noch nie gehabt und Blasenentzündung habe ich noch nie gehabt. Und Blasenentzündung, hast du da auch gerade einen Fakt irgendwie? Ja. Wie gesagt, mein Fakt ist, dass zwischen 50% und 70% von allen Frauen mindestens einmal in ihrem Leben unter einer Blasenentzündung leiden und 1/3 davon mehrmals. Und ich bin eine von dem Drittel. Dann wir schnell Holz anlangen, also dass ich eine Blasenentzündung bekomme und du nicht kein Scheidenpilz. Da hat kein Holz, aber wir lange unsere Köpfe an. Ja. Ja. Genau, das einfach schnell. Es langt mir, dass ich Blasenentzündungen habe. Oft. Ich muss nicht auch noch Scheidenpilz haben. Aber ja, da siehst du mal, eben, das ist leider wirklich verbreitet. Und heute reden wir über das, was einerseits was es ist, wie wir das merken, was uns hilft, was wir vielleicht mir persönlich würden empfehlen oder eben nicht empfehlen. Ja, weil eben viele Frauen oder Personen mit Vulva einfach dazu können relaten. Und darum frage ich dich jetzt, Scheidenpilz, wie merkt man das? Also ja, es juckt, hast du gesagt, aber wie sonst noch? Oder? Also ich tue nachher kurz erklären, was es ist. Also mit ein paar Sätzen. Wie merke ich es? Ja, jucken. Also wirklich eben das Jucken, dass man nicht mehr auf dem Stuhl hocken gefühlt. Also wie wenn es noch jemand kratzt. Es tut nicht brennen oder jucken? Das ist eben das Problem, wenn man dann halt zu fest kratzt, gell? Das ist auch ein Schleimhaut. Dann brennt es auch noch. Dann ist es auch ein bisschen, also noch mehr gereizt. Aber der Scheidenpilz ist bei der Schleimhaut. Es gibt
Weißt, es ist innerlich und kann äußerlich sein. Meine Schwester ist Apothekerin und sie hört jetzt definitiv zu. Und zwar ganz genau. Falls ich etwas Falsches sage, bitte schreib es in den Kommentar. Oder irgendetwas Wichtiges ergänzend, bitte schreib es in den Kommentar. Oder auch andere. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt, glaube ich, nur äußerlich gehabt. Und dann kratzt es, natürlich überhaupt nicht förderlich. Plus schwillt es auch ein bisschen an, die Schamlippe. Gibt es eigentlich ein schönes Wort für das? Ja, Vulvalippe. Ich Also, wollte gerade korrigieren. Ja, Vulvalippe. Ich finde Scheide eigentlich auch kein schönes Man Wort. sagt auch Scheide nicht. Man sagt Vulva. Also das sage ich aber Vaginalpilz ab jetzt. Genau. Vaginalpilz. Ja, jetzt haben wir das schon so oft ins Mikro jetzt geschrauen. Ja, scheiß drauf. Egal, Vulvapilz. Nein, vaginale... Wie heisst es richtig? Vaginalpilz. Oh, wir haben noch was vergessen zu sagen. Scheiße, jetzt haben schon alle abgeschaltet, die das nicht interessiert. Ja. Wir haben am Anfang noch sagen, falls du ein Mensch mit Penis bist oder ein Mann und du denkst, Alter, das betrifft mich eh nicht. Doch, weil wenn du eine Freundin, eine Mutter, eine Schwester hast, datest, eine Kollegin, Kolleginnen hast, wenn du eine Frau in deinem Leben hast, dann betrifft es dich auch, weil wenn du die Folge hörst, verstehst du nachher alle, die das haben und das sind eben viele. Ja, und ja. Also das ist jetzt mein wie sagt man? Mein Disclaimer. Nein! Pitch dazu gewesen, warum wir die Folge hören. Genau. Aber ich war beim Erklären gewesen. Also beim Auslösen, jetzt möchte ich nur schnell sagen, was das genau ein bisschen ist. Warte schnell, ich muss auf meine Notizen schauen. Also, aber die Pilze, die man hat, häufigst sind es Hefepilze. Und von diesen Hefepilzen ist der häufigste Gattung Candida. Ich liebe das Wort, sorry, weil es gibt ja sogar eine Zahnpasta. Also Candida. Hefepilz. Hefepilz. Das Bakterium Hefe, einfach ein Hefepilz, ja. Genau, ein Hefepilz. Genau. Und die haben wir im Darm, die sind da. Das haben, glaube ich, auch Männer nämlich an, aber das haben wir im Darm. Genau, es kommt darauf an, wie viel. Und wenn sich die eben zu wohl fühlen oder irgendwie das Milieu sich da unten verändert, durch Hormone, durch Antibiotika, durch Stress wahrscheinlich. Stress oder je nachdem wegen einer sexuellen Aktivität, aber das ist jetzt nicht der Megagrund, dann vermehren die sich und das ist eben das fucking Problem, wenn die sich vermehren und dann löst das irgendeine die Reaktion aus, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber so entsteht ein vaginaler Pilz. Genau. Und ja. Und das merkt man eben so durch Jucken. Und ich habe mich das noch gefragt, so, wie beschränkt dich das? Ja, einfach, wenn es so beißt, Alter, dann bist du einfach im Alltag gestört. Ich bin heute auch mit einem Velo arbeiten und ich glaube, ich bin über den Berg. Ist das schlau, wenn du einen vaginalen Pilz hast, mit dem Velo arbeiten? Ich bin gestern sogar im Gym aufs Velo, dort habe ich es nicht gemerkt. Und heute... Wieso hast du auch Druck dann drauf und so? Ja, mega. Und Reibung. Ja, und dann hat es wieder gebissen. Und dann... ja, es nervt einfach. Also, gerade wegen Velofahren habe ich eine Alltagssituation. Ich war vor 3 Jahren auf einer Velotour. Velotour, mit meinem Vater und mit meiner Schwester. Im Zug hat es angefangen. Und ich so, Alter, ich glaube, ich habe einen Vaginalpilz. Und dann meine Schwester, gut, jetzt gehen wir gerade in die Apotheke, die Creme holen. Ich habe sie sogar dabei. Die ist keine Werbung an dieser Stelle. Keine Werbung, das die ist, ist hilft. auch ohne Rezept. Ich zeige sie in die Kamera. Wie heisst sie? Ganestesen. Zur Behandlung von Pilzerkrankungen. Ich glaube, das ist auch allgemein, weißt, man kann auch irgendwo anders Pilzerkrankungen haben. Ja. Auf jeden Fall habe ich zu meinem Vater gesagt, also meine Schwester und ich haben gesagt, so, wir gehen jetzt erst mal in die Apotheke Pilzcreme holen. Und Papi so, hä? Ja, und aber auf jeden Fall, gell, 5 Stunden auf dem Velo gehockt täglich, die ganze Zeit Reibung gehabt, das Biss war Horror gewesen. Oh mein Gott, ich kann mir das nicht vorstellen. Nein. Und nachher... Du kannst ja in der Öffentlichkeit nicht einfach so... Ja. Wie viele Typen langen sich so selbstverständlich an den Sack und wir Frauen sind so, oh mein Gott, ich kann mich jetzt da nicht kratzen. Ja, und vor allem so kratzen, wenn ich gerade müsste. Das geht nicht. Also ja. ich kann auch anhalten im Wald und habe irgendwie schnell müssen, weißt, auch nur durch Ding irgendwie schnell kratzen. Aber da hat es geholfen. Ja, für den Moment, weißt, aber wie bringt man das weg? Weg. Ja, aber warte, dort will ich noch schnell ansetzen. Da habe ich eben eine Frauenärztin angerufen, meiner Frauenärztin. Weil ich wollte, also meine Schwester hat auch gesagt, vielleicht ist es auch nicht der klassische Pilz und man muss es ein bisschen anders behandeln als mit dieser rezeptfreie Creme. Rezeptfreie Creme, genau. Da habe ich angerufen und ich gesagt, hey, ich brauche, also jede Frauenklinik sollte, Praxis sollte einen Notfalltermin frei haben
für keine Ahnung. Also du meinst Gynäkologie? Ja, genau. Also eben so notfallmäßig ist das nicht, dass ich daran sterbe, aber allgemein. Ja. Vor allem bei so einer... Ja, es kann trotzdem etwas Schlimmeres sein. Es war sehr akut, ja. Ja, und dann ruft sie mir zurück und dann sagt sie, ja, wir haben in den nächsten 2 Wochen alles voll. Wenn ich will, soll ich zu einer anderen Frauenärztin oder in eine Frauenklinik. Und sie geben mir keinen Vorschlag. Einfach so stehen bleiben. Also, weißt du, sie sagen einfach, gang zu jemand anderem. Genau. Oder andere Frauenklinik. Sie haben mir nicht mal Frauenkliniken vorgeschlagen. Sie haben mir nicht mal irgendeine andere Praxis. Und hast du nicht nachgefragt? Ich bin einfach so hässig dort. Und dann habe ich auch gerade die Frauenärztin auf das abgewechselt. Weil, also sorry. Und das ist dann eben auch noch, ich so gedacht, okay, jetzt muss ich die Frauenärztin wechseln. Ich habe erst gerade einen Abstrich gemacht, ich brauche die Dokumente. Das ist fucking teuer und ich kann die mitnehmen, oder? Und dann bin ich schon gewesen, okay, ich muss jetzt sagen, dass ich wechsle. Schon so mir vorbereitet, was ich sage und so, weißt du, angerufen. Und ich so, ja, ich würde gerne wechseln. Ah, kein Problem, wie geht Ihre E-Mail-Adresse? Ich schicke Ihnen ein Dokument gerade. Und ich so... Ich will nicht mal wissen, warum. ja. Aber eigentlich habe ich da noch Fakten, wieso ich Tieren im Gang. Ja, aber mir ist halt die Nummer wirklich, je nachdem. Aber bei den anderen Frauenärzten habe ich mich mehr als Mensch gefühlt. Gut, das ist auch noch so ein Thema, wie man sich fühlt bei der Gynäkologiepraxis, wo man ist. Aber ja. Genau. Ja. Aber dann eben, nachher, wie ist es weitergegangen in dieser Velo-Geschichte? Ja, es hat sich dann ein bisschen beruhigt. Ich habe dann, weil meine Schwester Apothekerin ist, ist es sicher hilfreich, dass sie auch ein bisschen weiss, was Symptome sind. Was sie kann geben und so. Und ich weiss gar nicht mehr, irgendwie ist es dann weg. Aber auf jeden Fall, was hilft, also jetzt, sagen wir mal haushältlich, wo man jetzt gerade überall hat. So im Moment eben, Kratzen ist nicht immer die Lösung. Sicher mal die Unterhose wechseln, das ist sehr vorteilhaft. Baumwolle. Und zu dem habe ich auch schnell etwas. Ich bin am Tag nachher Baumwollunterhosen kaufen. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wo würdest du Baumwollunterhosen kaufen, so die Grossmami-Unterhosen? Manor? Okay, du kommst auf Manor. Ich bin sag's. Nein, ich weiss nicht. Ich bin auf Galida gekommen. Galida? Ja. Okay. Und das ist, ich glaube, meine Mami kauft dort ihre Bischis und so. Das ist so Nische. Wie hätte ich auf das kommen, Flavia? Ich weiss, aber ich finde es so lustig, dass ich auf Galida gekommen bin. Und weil ich bin die fucking Galida rein. Und nachher... aber es ist wirklich alles... Es ist auch eine Grossmutter mit ihrem Mann dort am Bischis kaufen. Es ist so ein klassischer Laden. Und ich so, brauche mal Unterhosen. Und sie haben auch so das XS, ist Grösse 36 bis 38. Also es ist gar nicht... XS? Ja, mega. Also ich finde es... Ja, das ist ein Side-Fact. Aber auf jeden Fall, gut, ich habe 5 Unterhosen gekauft. Wie teuer, denkst du? 5 Baumwolle-Unterhosen. Also jetzt hat jede vielleicht 25 Stutz gekostet. Ist das ein bisschen zu viel? Warte. Scheiße, ich bin scheiße im Kopf rechnen. Sag einfach etwas. Ja, sagen wir, es hat alles zusammen 110 Stutz gekostet. Oh, du bist verdammt gut, 105. Ich habe gedacht, das hast viel weniger. Ich weiss halt, wie teures Leben ja, ist. Aber ich nachher so meine Mami gesagt, ich so, Alter, ich bin gerade in Galida gsi, 105 für 5 Baumwollunterhosen. Und sie so, wieso gehst du in Galida? Du kannst auch in Migros. Im Migros jetzt. Ja. Weißt, sogar im H&M wahrscheinlich jetzt Baumwollunterhosen. Ja. Aber ich habe irgendwie gedacht, wo gehen so Leute so grosse Unterhosen kaufen in Galida? Hey, und an der Stelle muss man auch sagen, ich glaube, die Baumwollunterhosen eben, sind nicht alle so mega ultra hässlich und teuer sein. Nein, ich habe auch... Also ich weiss es, ich habe auch Baumwollunterhosen. Ja, aber ich habe schon... Es kommt halt einfach auf den Schnitt drauf an, ja. Ja, also es sind wirklich... Ist mir scheißegal, ich habe wirklich die am meisten nach Größe ausgesehen. Weil du so warst, ist mir egal, ich will, dass das weggeht, ja. Ja, genau. Und die habe ich gekauft. Auf jeden Fall, aber das ist sicher die scheiß Tanga. Also ich habe heute zuerst mal wieder einen Tanga an. Und es nervt mich irgendwie schon wieder. Aber wieso, wenn sie ja noch nicht ganz weg ist? Warum machst du das? Weil ich... Schau, meine Jeans, es wird kacke. Es wird kacke ausgesehen. Du schaust so, für alle, die jetzt nur hören und nicht schauen. Sie schaut so hin an ihrem Po ab und sagt so, ja, aber schau meine Jeans. Sonst hätte ich keinen Unterhosenrand. Ja, Mann. Ja, Tja. aber das... Wer schön sein will, muss leiden. Genau. Würde jetzt der andere sagen. Aber eigentlich, ja. Und was auch gerade im Moment hilft, ist Quark. Boah, Quark auflegen, ohne Zucker. Also ich würde sagen, Quark essen oder Quark? Nein, auflegen.
Und weißt, Also anschmieren. anschmieren, genau. Wow. Und weißt du, habe ich mich gefühlt Das so, kühlt doch. ja, wie so eine Bratpfanne, wo man nachher kühl abdingset mit dem Wasser. Und nachher macht so... Ich habe wirklich gefühlt, ich habe so drauf, ich so, boah, das ist ganz geil. Ich liebe den Vergleich. Ja, das hilft im Moment. Also nicht, auch irgendwie ja wegen der Milchsäurebakterien und so. Aber das Oh mein ist Gott, ich einfach habe den Folgentitel «Quark in der Hose». Ja. So geil. Ja, Quark in die Hose schmieren. definitiv. Ja, das ist... Und ich kann auch schon in die Dusche kalt abduschen. Oh Mann, Oder ey. Aber wahrscheinlich, ich weiss einfach nicht, ob zu viele Sachen, also Quark hat ja auch Milchsäurebakterien drin. Ja, das ist gut. Genau, aber so eine zu aggressive Hygiene ist eben auch nicht gut, wenn du zu fest eben zu viel duschst oder mit der es gibt ja Intim-Waschlotion, wenn du mit der auch zu fest im Intimbereich zu sauber rupst und so, das ist alles nicht gut. Und du hast ja glaube schon mal gesagt, wegen Putztechnik. Ja. Mit der Hand, also ohne Lumpen meistens. Nein, ich Oder was? weiss, ich kann es jetzt wie nicht... Ich kann es nicht für dich sagen, weil ich nicht gewusst habe, ob ich es sagen darf. Was darfst du sagen? Du hast mal gesagt, dass du zu aggressiv... Reibst? Ja, wenn du auf dem WC? klein oder gross auf dem WC Ah ja, abputzen auf dem WC, ja. dass du das zu aggressiv Ja, machst. man sollte abtupfen. Ja. Und sicher nicht von hinten nach vorne, das mache ich auch nicht. Ja, das ist irgendwie klar, aber man weiss ja nie. Ja, abtupfen. Genau. Ja, was hast du gesagt vorhin mit dem Lumpen? Das ist auch gestanden mit ChatGPT. Du sollst dich nicht mit dem Lumpen... Du sollst einfach mit der Hand und Wasser das einmal am Tag waschen. Ja. Punkt. Und was habe ich sonst noch? Ich habe auch mal einfach einen Eiswürfel genommen, den eingepackt in ein Nuschi oder so und den unten angegeben. Oh nein, du Arme. Ja, ich bin so mit dem Eiswürfel im Bett so und dann schmilzt er ja weg und ich bin so... Nicht wirklich. Oh nein. Aber ja, jetzt eben die Creme, die hilft auch und es gibt auch dann eben rezeptpflichtige Tabletten und so. Das muss man dann von der Ärztin eigentlich verschreiben lassen. Habe ich auch schon eben gehabt. Und jetzt auch in dem Fall habe ich die Tablette genommen. Das ist eine einmalige Tablette, die eigentlich rezeptpflichtig ist. Aber ich habe wie können in der Apotheke das besprechen mit einem Apotheker, dass ich das schon mal genommen habe, bla bla bla. Und hat die dann vertreten, dir das gegeben? Ja, und jetzt das ist meine abschliessende Frage. Nachher gehen wir über zur Blasenentzündung. Wie teuer war denn die Tablette? Eine Tablette zum Schlucken. Ui. Ich habe gerade mein Wasser geschluckt. Aber ja. Hast du das gehört? Ja. Puh, okay. Wenn es für dich teuer war, dann sage ich jetzt Ja, ich tue schon viel zu viel. 75 Stutz. Oh Mann! Nein, es war 50 gewesen. Ah ja, gut, ich war ja daneben. Ja, aber ich habe gedacht, du sagst wieder Ich will so, das so unterschätzen. 15. Ich- Und sie wäre auch nur 15 mit einem Arztzeugnis, aber wir zahlt ja für das Arztzeugnis auch, keine Ahnung, aber jetzt mit einem Arztzeugnis wäre 15. Und dann hat sie gesagt, okay, noch 33, weil eben ohne Rezept, plus hast du mit einem Apotheker geredet, bla bla bla. Was geredet? Apotheker dort. Aha. Also das waren 2 Minuten gewesen. Und nachher habe ich gedacht, das ist irgendwie 33. Und nachher sagt sie, ja, das macht irgendwie 52 Franken. Aha, ja, sie hat aufsummiert, ja. Ja, also zusammengerechnet mit Galida-Unterhose und mit dieser huren Tablette habe ich 155 Stutz für meinen Jö. jetzigen Scheidepilz ausgegeben. Ah, für den jetzig. Aber Ich eben, habe auch schon viel Geld wegen Blasentzündung ausgegeben und ich kann gar nicht anfangen zu zählen. Was? Und ich will es auch gar nicht nachher rechnen. Es sind mehrere hundert, also mit Arztkosten. ja. Über 2'000, 3'000, 4'000 Schutz Das, bestimmt. das vergisst man eben noch nicht. Hey, dass bist, das auch, im Fall über 5'000, 6'000 wahrscheinlich. Weißt du, oft bin ich beim Arzt oder bei der Ärztin gsi und noch irgendwelche Zusatzabklärungen bei der Urologin und weißt du, wie viele 4 Tage hatte ich Blasentzündungen gehabt, wo der Hausarzt nicht offen hatte und ich musste in so eine 24 Stunden offene Praxis gehen, die on top kostet. wow, das ist Wirklich krass. Hunderte von Franken. Aber ja, jetzt sind wir bei deinem Bei meinem Thema, wo ich überhaupt nicht Bescheid weiss. Jenny ist da die Expertin gerade. Bei meinem zwischen sehr uns zwei. leidigen Thema. Ja, ich mache die gleiche Struktur wie du. Zuerst mal, was ist überhaupt eine Blasenentzündung? Also eine Blasenentzündung ist eine bakterielle Harnwegsinfektion. Also man redet bei einer Blasenentzündung von einer unteren Harnwegsinfektion.
Sorry, ich habe einen Frosch im Hals. Weil der Harnweg, der fängt eigentlich bei den Nieren an. Das ist ein Organ, das so im unteren Rücken hockt und hört eigentlich wie mit dem letzten Ende von deiner Harnröhre auf, dort wo das Bisi rauskommt sozusagen. Das ist der ganze Harnweg. Und eine Blasentzündung ist wie im unteren Harnweg. Und das macht sich so bemerkbar, dass es beim Wasserlösen brennt. Und man halt einen stark erhöhten Harndrang hat, sprich, dass man oft aufs WC muss. Aber ist es nicht in der Blase? Also, weißt, ist der Zwischenteil auch Blase? Weil das heisst eine Blasenentzündung. Also die Infektion startet wie am Eingang von der Harnröhre. Ja. Und die Infektion, wenn du es eben lange nicht behandelst oder zu lange nicht zum Arzt gehst, zur Ärztin, kann die Infektion wie aufwandern in die Blase. Und nachher sogar Beckenboden und so, genau, gell? nachher, noch schlimmer ist, wenn dann die Entzündung bis in die Nieren raufgeht. Ich alles schon mal gehabt. Ja, auf jeden Fall das zu dem. Wie eben, macht sich bemerkt, habe ich schon erzählt, wie kommt man eben Blasenentzündung über? Also meistens eben sind es Bakterien und dort sind die grössten Verursacher sind das Bakterium E. coli. Also E-Coli. Ich habe das auch recherchiert. Wir haben E. coli und wir haben Candida. Die sind so... Also nein, die sind nicht so... Candida ist die Unterhosenmarke. Nein, Candida! Oh mein Gott, Candida und Candida mit G. Nein, C. Candida und ich sind so und Jenny und E. coli sind so. Ja, leider. Nein, auf jeden Fall. Bakterien. Und eigentlich bei der Blasenentzündung ganz ähnlich wie beim vaginalen Pilz. Zum Beispiel, wenn du irgendwie Diarrhoe hast. Also, das ist das medizinische Wort für Dünnschiss. Diarrhoe. Wow, das klingt aber noch elegant. Wie so ein Franzose. Diarrhoe. Diarrhoe. Klingt wie so ein leichter Weisswein. Ja, wir mit unseren Gläsern da. Ja, wenn du zum Beispiel, wenn du krank bist wegen Magen-Darm, dann hast du vielleicht eben Durchfall gehabt, Diarrhoe, und hast dann nachher, in den Tagen nachher noch eine Blasenentzündung. Kann es schon sein, dass es wie so, genau wie du erklärt hast, der Abstand halt vom Harnröhreneingang zum After oder Anus ist bei der Frau relativ klein. Und dass sich halt so irgendwelche Bakterien, die sich nicht einschleichen in der Harnwegsschleimhaut, sich dort einschleichen. Und das gibt eine Blasenentzündung. Genau. Oder ja, auch falsche Putztechnik. Also wie du vorher gesagt hast, man muss von vorne hinten putzen. Aus dem gleichen Grund, weil sonst die falschen Bakterien an den falschen Ort kommen. Gestörte Vaginalflora. Eigentlich genau die gleichen Gründe, warum man einen vaginalen Pilz bekommen können, können auch eine Blasenentzündung verursachen. Und hier auch noch... Ist es auch, weißt du, man sagt ja immer nach dem Sex, unbedingt das WC und so, ist das auch ein grosser Grund wegen der Blasenentzündung? Ja, weil beim Geschlechtsverkehr kommen ja auch Bakterien von überall, ein bisschen überall an. Ja. Und wenn du nachher aufs WC gehst, tust du wie die Harnröhre spülen. Ja. Und ich habe auch schon gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel vor dem Sex nicht so viel getrunken habe und ich dann aufs WC bin, dann habe ich es ja nicht richtig spüren, weil ich eigentlich gar nicht aufs WC. Weißt du, ich habe gar nicht müssen, bin aber gleich gegangen, weil ich weiss, ich sollte immer gehen. Das sollte man allgemein. Das ist gut. Also wirklich genug trinken ist einfach, wie du das kannst vorbeugen. Und jetzt vielleicht eben zu meiner persönlichen kranken Geschichte kann man fast so sagen. Ich bin jetzt im Herbst 8 Jahre mit meinem Freund zusammen und so nach 1-2 Jahren in der Beziehung haben die Probleme angefangen. Also es ist nicht so, dass ich könnte sagen, ja, seit ich sexuell aktiv bin, habe ich Blasenentzündungen, sondern es hat ein bisschen später angefangen. Ich kann mir selber nicht erklären, warum genau. Auf jeden Fall habe ich eben dann öfter Blasenentzündungen gehabt und habe mich dann auch intensiver damit beschäftigen, weil ich das dann öfter hatte. Und zu, ich sage jetzt mal, Spitzenzeiten habe ich sie wirklich so 6, 8, 10 Mal im Jahr. Also es ist fast einmal pro Monat. Also ich habe wie regelmäßig eine gehabt. Und ich bin zum Hausarzt gegangen, ich bin zur Frauenärztin gegangen, eben zur Urologin. Und alle haben etwas anderes gesagt. Ist das auch die Urologin? Ist das nicht die Gynäkologin? Nein, die Urologin ist speziell für Blasen? Ja. Weil ich habe immer gemeint, Urologen sind nur für Männer. So. Nein, gar nicht. Okay, Nein. Okay. Du hast gemeint, der Urolog ist der Männer-Gynäkolog? Nein. Ja, okay. Du kannst auch wegen dem zur Urologin gehen. Auf jeden Fall, also in dieser Hausarztpraxis, ich bin jetzt schon 3-mal den Hausarzt gewechselt. Und der erste hat gesagt,
ja, ich habe so viele Frauen, die wegen Blasentzündungen da sind. Bei den meisten, die wachsen irgendwann aus dem raus. Also so, bei den meisten hört das so Mitte 20 irgendwann einfach auf. Und ich so gesehen, ja, Wow. okay, ja, in dem Fall, toll, muss ich jetzt halt noch ein paar Jahre warten. Und er hat mir so eine Kur empfohlen, die hat Urovaxum geheissen. Das ist so eine Tablette, die nimmst du alle 3 Monate, 3 Monate lang, nimmst du jeden Tag. Und das sollte so eine Kur sein. Hat nichts gebracht. Nachher, meine zweite Hausärztin, nachdem ich jahrelang jetzt schon Blasentzündungen hatte, hat dann so gesagt, du weißt schon, dass es eine Impfung gibt. Ich war so, was? Ja, das weiss ich noch, dass du gesagt hast. Eine Impfung? Du wolltest mir sagen, ich leide an etwas, für das es eine Impfung gibt? Ich war so, nein, das hat mir noch nie vorher jemand gesagt. Auch meine Gynäkologin hat mir das nicht gesagt. Und dann ich so, ja, fix mache ich das. Das sind 3 Spritzen, die heisst Strovac. Das hast du mal im Podcast als Schein, glaube ich, erzählt, dass du die gehabt hast. Genau, dass ich herausgefunden habe, dass es die gibt. Ist wie eine Corona-Impfung gewesen, im Sinne von, dass ich nachher, nach jeder, wie sagt man, Impfung gemerkt habe, dass es halt ein Eingriff war in mein Immunsystem. Also ich bin nachher so ein bisschen geschwächt gewesen und so. Aber im Großen und Ganzen habe ich das gemacht. Wie gut das mir jetzt, wie das mir jetzt etwas gebracht hat, kann ich irgendwie so nicht sagen, wie das sie hilft. Also ich kann nur sagen, ich habe nach dieser Impfung auch noch Blasentzündungen gehabt. Die sind vielleicht vom Verlauf nicht so schwer gewesen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist mir das auch schon empfohlen worden. Dann jetzt der letzte und dritte Hausarzt in meiner Hausarztpraxis hat gesagt, vielleicht könnte es auch sein, kann es auch an Bakterien von deinem Freund liegen. Vielleicht muss er mal eben zur Urologin gehen, Abklärungen machen. Und als Person, die viel und oft darunter leidet, nimmst du irgendwie jede Meinung ein bisschen ernst, weil du denkst, ja, ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, was machen. Also so, es könnte irgendwie alles sein. Dann habe ich meinem Freund das gesagt, so, schau, im Fall, ich habe jetzt auch noch diese Meinung gehört, was denkst du und so. Und dann hat er das seinem Hausarzt erzählt und der hat gesagt, Seich, Riesenseich. Und meine Frauenärztin hat auch gesagt, das ist ein Riesenseich. Wenn er selber keine Beschwerden hat, kann es nicht sein, dass es ein Bakterium ist, das von ihm irgendwie, ja, bei mir irgendwie etwas auslöst. Sorry, ich muss da auf meine Notizen spicken die ganze Zeit, weil ich habe so viel aufgeschrieben. Ich muss, glaube aufgrund von der Zeit ein bisschen überlegen, was ich jetzt erzählen will und was nicht, weil wir einfach nicht Zeit haben, um jede Geschichte auszupacken. Aber 2, 3 Sachen, oder Geschichten, die verdeutlichen, wie fest ich einmal, ja. Aber warte nur schnell da, um das zu beenden, schnell. Also, du hast eigentlich noch nichts Zaubermittel für dich herausgefunden, oder? Ich weiss es nicht. Nein. Also, was ich bei der Urologin gelernt habe, also wie gesagt, meine Hausärztinnen und Hausärzte haben mir nicht helfen oder nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Ich bin einfach, wie du, einmal habe ich einfach wie so gemerkt, ich habe wieder die Beschwerden. Habe ich einfach angerufen, ich so, hey, ich brauche einen Urintest. Also kann ich heute vorbeikommen, ich will gerne eine Urinprobe machen, ich habe eine Blasenentzündung. Also ich habe mich irgendwann dann auch so selber diagnostiziert und ich habe gewusst, ich brauche jetzt einfach das Antibiotika. Aber du hast dann... Und dann bin ich einfach jahrelang... das nicht einfach können so in die Apotheke kaufen? Du Nein, mein Antibiotikum für Blasenentzündung ist rezeptpflichtig, immer. Da gibt es nicht eine rezeptfreie Variante oder nicht, dass ich davon wüsste. Auf jeden Fall habe ich wie so über die Jahre, also ich rede jetzt wirklich von 4, 5 Jahren, wo ich das immer hatte, habe ich immer selber gemerkt, wenn ich eine habe selber einen Termin abgemacht, ja, das bekommen. Und meine Frauenärztin hat dann irgendwann auch gesagt, hey, du solltest es wäre auch einmal gut, wenn du vielleicht zu mir kommst, einfach weil das irgendwie der gleiche Bereich ist. Ich komme auch nicht ganz draus, aber ich komme halt schneller eben in Termin über bei meiner Hausarztpraxis als bei meiner Gynäkologin. Das ist ein bisschen ein Dilemma in dem Sinn. Und eben, das ist auch ein bisschen blöd, ich rede ein bisschen wirr, aber es gibt einfach so viel, was man dazu zum Thema sagen kann, ist eben, E. coli sind die Bakterien, die das am meisten auslösen, aber es können manchmal auch andere Bakterien sein, die das auslösen. Und wichtig ist eigentlich einmal zu wissen, welche das es gewesen sind, weil wenn es jetzt bei mir immer der eine spezielle Bakteriumstyp wäre das noch gut zu wissen, weil dann irgendwie man das vielleicht herausfinden kann, woran es liegt, oder man dann ein Medikament kann geben kann, das speziell auf das ist oder so. Das wäre bei mir wahrscheinlich auch so. Und das kann man nur herausfinden, wenn man eine Kultur macht. Also das heisst, wenn man den Urin, den ich dann in der Praxis abgebe, noch ins Labor einschickt und dort schaut, welches Bakterium ist es genau. Und so, ich sage jetzt mal, das ist wirklich ungelogen. Ich bin irgendwie nach 8, 10 Blasentzündungen mal bei der Frauenärztin und sie hat mich gefragt, ja, hast du denn mal eine Kultur machen lassen von deinem Urin? Ich das bin so klingt irgendwie so herzig. Ich bin so was? Was machen? Sie so, ja eben, ich bin so Leute, woher soll ich das alles selber wissen? Das müssen mir doch Ärzte und Ärztinnen sagen. Also keine Ahnung, ich habe mich ein bisschen wie so in den Stich gelassen gefühlt.
dass man mir nicht sagt, dass es eine Impfung gibt, dass man nicht einmal auch noch sagt, wir machen jetzt eine Kultur. Und das bringt irgendwie auch nicht, wenn du nach 5 Mal Blasentzündung jetzt erst mal eine Kultur machst. Die letzten 5 Mal hättest du es auch machen sollen, um herauszufinden, ob das jetzt immer der gleiche ist oder nicht. Ja. Ja, und vor allem, Alter, wie fucking teuer so Labordinger sind. Ja. Also, Vielleicht wird es wegen dem nicht immer gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ja. aber schlussendlich, eben, Ja. das sind Ärztinnen und Ärzte und die haben auch alle ihre eigene Meinung vor allem auch. Und im Jahr, ja, das ist halt auch... Und bei der Urologin, dort, das ist so mein Hoffnungsschimmer gewesen, wo ich dann endlich mal wie so weitergeleitet worden bin, dass ich doch dort mal hingehen soll. Habe ich mir gedacht, ich hoffe jetzt, dass sie mir den Heiligen Gral gibt oder sagt, wie ich für immer gesund bleiben und das nie mehr habe. Und dann hat sie viel gesagt, was ich halt auch schon mittlerweile selber recherchiert habe und von allen selber gehört habe. Eben viel trinken wichtig, nach dem Sex aufs WC gehen, halt all die Basics eben. Und dann hat sie halt aber auch noch gesagt, man könnte, also einerseits, dass eine Blasenentzündung kann chronisch werden, hat sie mir gesagt, und von dem habe ich lange wirklich sehr Angst gehabt. Also es gibt Leute, die leben jeden Tag mit Symptomen von einer Blasenentzündung, weil das einfach chronisch wurde in der Spine und auch kein Medikament mehr anschlägt. Und das ist wirklich schlimm. Das hat sie mir gesagt. Und sie hat gesagt, man kann eine Blasenspiegelung machen. Also genau gleich wie eine Darmspiegelung, führt man eine Kamera in die Harnröhre. Ja. Und ich habe sie so gefragt, ja, wann macht man das? Sie so, ja, eben jetzt in einem Fall, wie du einer bist, schaut man dann einfach, ob vielleicht in der Blase, also im Organ drin, irgendwelche Verkalkungen sind oder Anzeichen von einem, wie sagt man, von so einem Stein oder was auch immer. Blasen, Nierenstein. Ja, irgendwie sowas. Ja. Und sie hat gesagt, das tut einfach genau gleich wie eine Blasenentzündung selber. Also von dem musst du auch nicht irgendwie mehr Angst haben oder so. Ja, aber das habe ich dann nicht gemacht. Oder sie auch gefunden, das ist nicht gerade nötig. Oder sie hat mir dann auch wieder die Kur empfohlen, also die Urovaxon, die ich dann Jahre später das zweites Mal gemacht habe, hat wieder nichts gebracht. Okay, also im Großen und Ganzen eben... Sorry, du versuchst die ganze Zeit mich zusammenzufassen. Nein, das ist ja gut, für das bin ich auch da. Ja. Nur, und dass ich es auch verstehe. Du hast im Großen und Ganzen eben den Heiligen Gral hat sie dir nicht geben können, vieles ausprobiert. Warte, ich bin noch nicht fertig zu erzählen, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, es ist eben auch viel mental. Ui, ja. Also sie hat gesagt, wenn du weißt, dass du sehr anfällig bist auf das, dann bist du immer ein bisschen gestresst. Du hast Angst, ständig eine überzukommen. Du verkrampfst dich vielleicht eben beim Wasser lösen und lässt nicht ganz alles raus. Es ist übrigens mega wichtig, dass man sowieso nicht zu lange verhebt. Und wenn man aufs WC geht, dass man immer die Blase ganz leert. Also nicht schnell aufs WC geht, aber eigentlich hast die Blase nicht ganz geleert. Das ist wichtig. Sie hat gesagt, das ist wichtig. Und sie hat mir dann ein Antibiotika auf Vorrat gegeben. Also ein Antibiotikum, eben, wie sie gesagt, wir sind kein medizinisches Personal, aber sie hat mir einfach eins gegeben, obwohl ich dort akut in dem Moment gerade keins gebraucht habe. Sie hat mir eins gegeben und hat gesagt, schau, nimm das, behalte das auf Vorrat. Weil, wenn du weißt, dass du eins daheim hast, dann bist du schon mal beruhigter. Das macht etwas mit dir, dass du weißt, hey, wenn irgendetwas passiert, ich habe noch etwas daheim. Weil so ist es mir schon 1000-mal passiert. Einmal an Weihnachten, Heiligabend. Daheim, Weihnachtsstimmung, Pipapo, Last Christmas, Weihnachtsduft. Und frage mich nicht, ich hocke auf der Schüssel wieder eine Blasenentzündung. Ich habe meinem Freund angerufen, ob er Zeit hätte, heute Nachmittagabend mich noch schnell in die Permanence, in die 24/7 Praxis zu fahren, weil ich wieder Symptome habe von einer Blasenentzündung. Dann hat er mich heimlich, weißt du, wir haben gesagt, wir gehen noch Geschenke posten, last minute. Hat er mich abgeholt, dort angebracht, ich habe das gezahlt und so, oder ich weiß nicht, aber ja, auf jeden Fall, das passiert irgendwie immer. Aber das hast du heimlich gemacht, weil du dich nicht hast erklären wieder vor allem so, du hast Blasenentzündung. Ja, weißt, meine Eltern haben dann irgendwann auch angefangen zu sagen, schau, wieso hast du das so immer, du musst besser auf dich schauen. Also, sie haben es nur gut gemeint, aber gleich, ich kann nicht immer sagen, Leute, ich habe schon wieder eine, ich kann im Fall schon wieder eine. Also weißt du, so, ich kann das irgendwie so schnell unter den Tisch wischen oder einfach schnell wieder selber wegbekommen. Also ich lüte auch nicht heim und sage nach der Velotour im Fall, ich habe wieder Weihnachten. Ja, oder in der Ferien ist mir das auch schon passiert. Ich war mit der Kollegin in Mallorca in der Badeferien, habe natürlich die nasse Badhose. Ich war dabei gewesen? Nein. Okay. Nein, dort hatte ich keine Blasenentzündung, das war schon ein anderes Mal in Mallorca. Ja. Ich hatte eine nasse Badhose zu lange angehabt und dann auch eine Blasenentzündung. Alter, und das ist auch ein Grund, dass man ein Bild bekommen kann, eben wegen ja? Ja. Oh. Das ist einfach das Milieu, das vaginale Milieu, was mega wichtig ist. Das darf wie nicht zu fest außer Balance. Ja. Wie ChatGPT würde sagen, im Gleichgewicht. Das darf nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Aber jetzt, Jenny, wie kann man denn
Nein, nicht sexy. Ich wollte ChatGPT aufgreifen. Sexy und blasentzündungsfrei leben. Genau. Ja, eben wie gesagt, klassisch viel trinken. Wenn man gerade akute Blasentzündung hat, viel Wasser und vor allem Tee trinken, also Brennnesseltee, Blasentee, Ingwertee, Kamillentee. Kein Alkohol und kein Süßgetränk, weil als ich das Maastricht eine Blasentzündung hatte, bin ich ab dem 4 Uhr morgen über dem WC gewesen, und ich habe wirklich oben reingeleert und das ist unten rausgekommen, weil du musst wirklich direkt aufs WC, wenn du nur den kleinsten Milliliter Wasser trinkst. Also ist dein Ziel gewesen, jetzt spiele ich mich durch? Ja. Oder was? Ja, das war schon das Ziel, oder? Ja. Auf jeden Fall war es 4 Uhr morgens, ich konnte nicht mehr schlafen vor Schmerzen, weil ich auch die ganze Zeit aufs WC, und ich weiss, in so einem Moment, das Einzige, was gerade hilft, ist einfach viel trinken. Ja, und dann, was machst du am 4 Uhr morgen auf dem WC? Fängst an, Dokus zu schauen zum Thema. Ich geschaut, Blasenentzündung, Heilen, Therapie, keine Ahnung was. Dann habe ich so eine 50-minütige Doku geschaut. Also wirklich auf dem WC währenddessen. Und Jenny die ganze Zeit am Trinken, lösen, ja, trinken, ja, lösen. Ja, wirklich. Und habe eine Doku dazu geschaut, wie eine ihre Ernährung umgestellt hat und sie nachher viel weniger Blasentzündungen hatte. Anscheinend, also das ist ganz sicher so, Zucker, wenn du zu viel Süßgetränk trinkst oder allgemein zu viel Zucker isst, dann steigt der Zucker in deinem Blutspiegel und dann kann es sein, dass wie in deinem Blut zu viel Zucker ist und dass dann eine Entzündung, also Zucker ist entzündungsfördernd oder einfach erhöht den Blutzuckerspiegel, und dass dann wie die Entzündung vor Ort, weil deine Blase wird ja auch durchblutet, vor Ort auch noch gefördert wird. Das heisst, wenn man gerade Blasenbeschwerden hat, sollte man nicht gerade einen Eistee trinken oder so. Und, ja. Und beim Pilz ist es einfach genau gleich. Die scheiß Hefepilze, die tun sich von Zucker, die sagen, komm, give me the sugar. Honey. Nein, wie geht das? Ja. Egal. Oh mein Ja, Gott. auf jeden Fall das. Ja. Boah, ich komme gerade ins Schwitzen, weil ich habe so vorher auch geschwitzt. Hey, nein, und ich habe so viele Das Kolleginnen. fördert auch nicht, wenn ich da unten jetzt schwitze. Ja, und eben, was noch? Zum Beispiel nehme ich manchmal auch ein Ibu, das dann eben leider nur entzündungshemmend wirkt. Es wirkt nicht gegen die Ursache. Ja, das ist ja dann Es ist keine Ursachenbekämpfung, es ist nur Symptombekämpfung, was auch nicht besser ist, so, aber es hilft in dem Moment. Ja, Wärme, warme Socken, Wärmeflaschen, das sind so Sachen, die mir helfen. Oder eben, mittlerweile habe ich daheim so ein Täschchen mit wirklich alle Sorten von Tees, mit Creme, eben Vaginalcreme, mit Probiotika. Oh, das wollte ich auch noch sagen, habe ich auch in dieser Doku gelernt, dass 70% vom Immunsystem ist im Darm. Hast du das gewusst? Ich habe das auch nicht gewusst. Aha, du tust mich gar nicht antworten lassen. Ich habe das auch nicht gewusst. Nein, ich habe es nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst. Und dann bin ich so gewesen, wieso hat mich noch nie jemand darauf hingewiesen, wie ausgewogen ich mich ernähre. Ja, ich weiss, ausgewogene Ernährung wichtig für die Gesundheit. Aber tust dich jetzt in der Ernährung mehr achten? Ich nehme jetzt Probiotika. Ich nehme Probiotika, die gute Bakterien drin haben. Was ist Probiotika? Probiotika ist, glaube ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber Antibiotika. Nein, ich versuche das jetzt nicht so zu erklären. Aber Probiotika, das ist zum präventiv vorbeugen. Aber das sind Tabletten, die du nimmst? Das sind Kapseln, die ich nehme. Und dort drin sind gute Bakterien. Ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja, genau. Ein Supplement, genau. Und ich nehme das damit meine Blase und auch mein Darm immer die guten Bakterien, die sie brauchen, haben. Ja. Und ich gar nicht in so ein Ungleichgewicht komme. Ja. Also seit ich das mache, habe ich auch innere Ruhe. Ja. Okay. Und was ich noch, weil du jetzt Kälte angesprochen hast, viele Frauen sagen damals, wenn es draussen, wenn es kalt ist, an den Boden hocken, das dann heisst, oh nein, eben wegen Blasenentzündung. Und meine Frage ist jetzt so, Blase ist ja nicht direkt, also ist das einfach, die Kälte strahlt dann so in mein Innere? Ja. Die Harnröhre ist zwar ja auch recht am Boden, wenn ich hocke, dann vielleicht, keine Ahnung. Nein, also es ist eben, es gibt Kälte, ja. Haben wir so schnell Haare zusammen, wenn ich wieder ultra am Schwitzen, weil ich mich so aufrege. Ich weiß nicht warum. Also ich rede mich einfach von... Ja, aber dir wird vielleicht wieder mal bewusst, wie viel Zeit und Geld und Nerven du in das verlierst. Auf jeden Fall, Kälte ist etwas, wo das noch ein bisschen fördert. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt weiss, ich habe heute nicht so viel getrunken und am Abend findet noch ein Apero statt, dann trinke ich sicher keinen Alkohol, weil ich weiss, ich bin anfällig auf Blasenentzündungen. Wenn ich heute
allgemein zu wenig getrunken habe, dann hocke ich beim Apero sicher auch nicht auf den Stein wie alle anderen. Ich sage jetzt auch etwas. Aber die Kälte ist dann... Die kann das fördern. Okay. Also ich sage nicht, Kälte ist sicher nicht der Auslöser, aber kalte Füße, Crop-Tops im Winter, das kann das alles fördern, weil die Organe hocken wie da hinten im unteren Rücken. Ja. Und wenn du dieser Kälte aussetzt, das ist nicht förderlich. Ja. Also ich schaue immer im Winter, das ist auch, glaube ich, ein grosser Gamechanger, dass ich unter den Hosen immer Strumpfhosen anhabe, weil es zieht mir viel weniger an den Knöcheln im Winter und ich habe das Gefühl, so habe ich auch jetzt viel, dass wir können helfen selber. Ja, und seit lockere Hosen in sind, dann zieht es bis ganz rauf. Also ganz ehrlich, das ist wirklich, also wenn ich im Winter die lockeren Hosen habe ich eigentlich bis zu den Knien keine Hosen an. Weil so reinzieht. Also, eben ja. Dann umso mehr. Ich sage wirklich. Und irgendwann, also jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe 4-5 Jahre immer Blasenentzündung gehabt, mal 4-mal im Jahr, mal 8-mal im Jahr. Und es hat wirklich einen Moment gegeben, da habe ich im Zug, also irgendwie, ich habe den Luca, meinen Freund, in seiner WG besucht, wo er noch studiert hat. Und bin dann am nächsten Tag heimgefahren und habe im Zug wieder aufs WC dringen. Und es hat brennt wie Scheiße. Und ich habe gemerkt, fuck, ich habe wieder eine Blasenentzündung. Da habe ich ihm brüllend angerufen und so gesagt, ich habe wieder eine Blasenentzündung. Und es hat wirklich einen Moment gegeben, das hat mich psychisch so belastet, weil ich dachte, ich kann nicht mal mehr mit meinem Freund schlafen, ohne eine Blasenentzündung zu bekommen. Also ich bin wirklich schon so am Ende gewesen, dass ich mich gefragt habe, dass ich wie meine Blase gehasst habe. Ich habe wie meinen Körper dafür gehasst, dass ich das immer habe. Und ich bin irgendwann so, und ich glaube, das ist auch das Mentale, was die Urologin gesagt hat, irgendwann bin ich so an dem Punkt gewesen, wo ich, das klingt so birrenweich, wenn ich das erzähle, aber irgendwann habe ich meinem Körper gesagt, oder ich habe meiner Blase gesagt, schau, du kleine Bitch, du musst jetzt selber schauen, wie dass du keine Blasenentzündungen mehr bekommst, weil ich habe keinen Bock mehr in Angst zu leben und mich jeden Tag zu stressen, wo ich anhocke und wie ich angelegt bin und wie viel Wasser ich trinke und wo das nächste WC ist. Du musst jetzt einfach selber schauen, wie du gesund bleibst. Mach jetzt auch, also bist du mal ein bisschen verantwortlich für dich selber. Ja, ich habe wirklich mich selber davon verabschiedet. Ja. Dadurch, dass ich immer so Angst hatte, habe ich mich einfach verkrampft. Und das hat noch mehr, die Ängstlichkeit, das hat gemacht, dass ich nur noch anfälliger werde auf Blasenentzündung. Und ich glaube, das ist das Mentale, was die Urologin gesagt hat. Also habe ich gewusst, ich habe daheim mein Täschchen mit allen meinen Hausmitteln und mit dem Vorratsantibiotika, das ich kann nehmen kann, wenn es wirklich schlimm ist. Und ich tue mich jetzt entspannen, du durchschnaufen, dass jetzt nicht mehr passiert. Und das hat im Fall Wunder gewirkt. Wirklich. Ja. Seitdem habe ich das viel weniger. Und ich tue immer noch aufpassen, aber ich bin weniger so in Ja. Es ist krass, so. Eben, wie der Körper so reagieren kann. Alles. Aber ich merke auch, dass es mich prägt. Es prägt mich, dass ich von Blasenentzündungen dass ich eine anfällige Person auf das bin, weil zum Beispiel, wir sind zusammen in der Ferien gewesen. Das ist jetzt das Mallorca-Mal, von dem ich jetzt rede, ist mit dir gewesen. Wir sind zusammen in der Ferien gewesen und ich wollte so eine grosse Wasserflasche für mich kaufen, weil viel Wasser dabei haben und ein WC in der Nähe haben, das gibt mir Sicherheit wegen meiner Blasenentzündung. Und ihr habt dann so gefunden, nein, das Wasser, das langt jetzt. Nein, weißt du, was haben wir gehabt? Wir wollten die ganz grossen 5 Liter kaufen und ich so, wieso kaufst du jetzt eine einzelne Flasche? Wir können doch jetzt so 3 so grosse kaufen. Und ich kaufe noch eine 1,5 Liter Flasche, einfach so für mich, für heute, dass ich die mit... Ja, aber wenn das nicht schon gemeint, das gibt einfach mehr Plastikschäden, das macht keinen Sinn. Ich sage, ja Leute, wegen einer Plastikflasche müssen wir jetzt eine Diskussion haben. Lasst mir doch mein Wasser, weißt du? Aber ich weiss, also jetzt geht mir erst, das habe ich im Fall also in dem Moment habe ich auch nicht... Ich bin gesund in dem Moment. Ich habe nicht gesagt, ja Leute, ich habe doch so oft Blasenentzündungen. Ich komme in dem Moment auch nicht in den Sinn. Aber einfach für mich, ich weiss, eine Wasserflasche dabei haben, das gibt mir Sicherheit. Ja. Wissen, wo das nächste WC ist, nicht immer, aber so, das gibt mir einfach... Ja, also die scheiß Creme, die ist bei mir immer dabei. Immer in meinem Necessaire. Weil, eben, ja, wenn ich weiss, dass ich die dabei habe, bin ich auch schon... Ja. Aber ja, so können wir, glaube jetzt haben wir wirklich eine Stunde über das geschnurrt. Gibt es irgendetwas so, wo man... Ich kann noch nicht mal die Hälfte von den Storys erzählen, die ich will, aber du. Aber weißt du, so irgendetwas, wo jetzt für mich ist gerade gut.
Ja. Was man vielleicht sagen könnte, ihr könnt uns auch privat schreiben, weil wir jetzt auch nicht die spezifischen Medis gesagt haben, die uns halt verschrieben worden sind. Doch, ich habe gesagt, wie meine Impfung und die Kur und so heissen. Ja, aber du hast doch mal noch am Anfang gesagt bei der Vorbesprechung, dass die Ja, Leute könnten schreiben. Genau. Ich wollte sagen, wie gesagt, wir haben jetzt da nicht ultra Name-Dropping machen von irgendwelchen Medikamenten. Darum könnt ihr uns schreiben auf Insta, wenn ihr irgendwie etwas wissen wollt. Aber auch da, wir sind kein Fachpersonal, also wir können nur sagen, was uns geholfen hat. Oder, ja. Und auch sonst, ihr könnt auch unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie etwas habt, das geholfen hat. Oder ja, genau. Fühlt euch free to eure Dinge rausfetzen. Ja, Genau. und ich überlege gerade, was ich noch irgendwie will sagen. Ja, schaut einfach auf euch, tut euch für so Sachen auch nicht schämen. So viele Leute leiden unter dem. Tut es ansprechen. Ich habe so oft müssen sagen, hey, sorry, ich kann heute nicht arbeiten kommen, weil das Einzige, also ich komme nicht weiter als vom Hahnenwasser zum WC. Aber also wenn ich meinem Chef müsste sagen, ich habe Scheidenpilz oder eben Vaginalpilz, das würde ich irgendwie nicht sagen. Weil ich finde, das ist Du kannst irgendwie vielleicht auch nochmal... ein Vaginalpilz tarnen und sagen, du hast eine Blasenentzündung. Ja, weil findest du auch, dass irgendwie Blasenentzündung, eben, es kann vom Schmerz sei dahingestellt. Zum Normalisieren müsstest du eigentlich sagen, was du hast, weil ja, das haben mega viele Frauen. 3 von 4 hast du ja gesagt. Ja, aber ich kann ja trotzdem, es beißt halt einfach. Also weißt, ich muss einfach eine Position finden, wo ich arbeiten kann. Und Wo du kannst kratzen, wo dich niemand sieht. ja, oder wo ich Quark eben. auflegen und eben dran arbeiten. Ja, eben. Aber dann, ich so denke, bleibst du doch lieber im Homeoffice oder weiss auch nicht Ja, was. voll, das wäre Homeoffice, ja. Dann kann ich nämlich Ja, ja. Aber ja. Ich finde eben, man sollte zu dem stehen ist irgendwie doof. Aber ja, doch, zu dem stehen, wenn man es hat, weil so viele Leute darunter. Und, Also vor allem, was sehr innerhalb der Beziehung sowieso, weil eben, je nachdem, hat es halt manchmal auch mit um Sex zu tun. Und liebe Männer oder Personen, die mit Frauen zusammen sind. ja, Wir können nicht immer alle inkludieren, sonst haben wir 4 Sätze zusammen. Ja. Aber ihr wisst, wir versuchen. doch, ganz inklusiv wäre vielleicht, wenn man würde sagen, Menschen, für alle die mit Personen Geschlechtsverkehr haben, oder einfach Sex. ja, wo eine Vulva haben, schauen denen schauen. Mein Freund sagt mir immer, hast du heute schon genug getrunken? Und mittlerweile ist das so ein Das ist bisschen sehr so, schön. wieso, Ja, ja. ich weiss, wieso du das prägst. Ist das sogar so rar? Naja, aber einfach so, du weißt, was ich meine. So, das ist Das ist schön, ja, also oder gesehen mal werden. einen Blasentee machen. Ja, so. ja, das ist schön. Oh, das ist cute. Ja. Hey, ja, jetzt haben wir Jenny hat eigentlich eine neue Kategorie einführen. Willst du die noch stimmt. machen, bevor wir unsere gewohnte Flavia fragt Jenny Judged Kategorie macht? Weißt du, scheißegal auf die Zeit eigentlich. Wirklich. Die Folge ist einfach irgendetwas. Ist doch, nein, ist nicht irgendetwas. Du darfst nicht absprechen. Nein, nur weil ich so gefühlt kreuz und quer geredet Ich habe habe von auch den kreuz Sachen, und quer die ich mit alle halbe erzählen. Stunde. Ist doch scheißegal. Ich bin nachgekommen und ich bin bewusst, ich bin sicher, dass unsere Hörerinnen auch nachgekommen sind. Und es muss nicht perfekt. Es muss kein, wie sagt man dem Aufsatz, wo so pro kontra. Ja. Wie sagt man dem? Nein, das Ding ist Warte, eben- ich will das wissen. Wie sagt man dem? Pro Kontra? Nein, im Gimmi. Pro Kontra Aufsatz? Nein, das heisst nicht pro kontra Aufsatz. Debatte. Nein. Ich habe gerne Essay geschrieben und dann gibt es noch den. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt einen Begriff im Deutschen. Und dort ist genau 2 Pro-Argumente, nachher 2 Kontra. Das nennt man Pro Kontra? Nein, egal. Was sind so Sachen? Erörterung! Sorry. Schon? Ja, Erörterung. Schon? Ja, also, es muss da... Ja. Es muss da keine Erörterung sein bei uns. Man muss einfach irgendwie, ändert sich etwas hoffentlich Das mitgenommen. stimmt. Ja, wenn wir jetzt fragen, willst du die Kategorie, fetzt die rein? Ja. Und erklär Also, dir schnell, Wir haben weil noch die keinen wird- Namen für sie. Wow, das ist doch deine Aufgabe gewesen. Nein, wir haben gesagt, wir tun zusammen einen Namen brainstormen. Du, ja, schau, bevor jetzt alle Leute abschalten. Wir haben gefunden, die Flavia kennt fast keinen englischen Begriff. Und ich habe sehr viele Anglizismen im Gebrauch. Darum wäre es doch lustig, wenn ich einmal englische Begriffe mitbringen wo Flavia dann muss erraten, was sie sagen. Oder mit der Also- Definition muss zusammen verbinden. Genau. Also nicht, dass du mich Woki abfragst, es geht eher auch, wo man halt im Alltag braucht. Also ich jetzt weniger, du wirst aber es jetzt andere gerade mehr. sehen. Genau. Also ich und habe wir tun in dem Fall den Namen noch herausfinden.
während Weil der wir- Zeit, wo wir nochmal... Genau, hört doch mal jetzt die Kategorie ab und wenn ihr Namensvorschläge habt dafür, drop it in the comments. Okay, ich habe für dich das? ich habe 3 englische Begriffe für dich mitgenommen. Mhm. Und zwar erstens Type B, Mhm. zweitens RIS und drittens POV. Mhm. Kennst du einen davon? RIS habe ich irgendwie schon mal gehört. Ich habe mich noch gefragt, ob die Type- zu einfach sind. Type B hätte ich jetzt an Bluttyp gedacht. Okay. Oder an einen, ja, ich date 2 Jungs und der eine ist B und der andere ist A. Okay. Und was ist das Letzte? POV. Wie schreibe ich das? POV. Alles. Ah, POV, sag ich dem amix. Das ist ja amix bei den Videos, bevor... das habe ich mal gewusst. Dass der amix so... POV... Ich sage so Poff. Okay, ich gebe dir jetzt 3 Erklärungen, die müssen nicht in der gleichen Reihenfolge Ja. sein. Du musst sie nachher zuordnen. Ja. Also, das eine ist, wenn man gut ist im Flirten oder einfach Leute schnell kann um den Finger wickeln oder irgendwie Leute dazu kann bringen, im Ausgang dir einen Drink auszugeben. Das ist das eine. Das andere ist, wenn du die Sachen eher ein bisschen unsorgfältig machst. Mhm. Das ist Type B. Gell? Ja. Gut. Aber- Aber RIS ist... Sorry, das sage ich jetzt schon. Darf ich schon? Ja. Das ist safe um den Finger wickeln. Ja? Ja. Ja. Und also bei Type B, ich habe das nicht so gut erklärt. Es ist eben so, es gibt noch Type A und Type B. Ja, das habe ich gedacht. Ja, aber kannst du das noch ein bisschen erläutern, was du denkst, was das ist? Ja, in dem Fall Type A ist die organisierte, sorgfältig und Type B ist die ein bisschen schludert. Oder der. So ein bisschen, ja, wird schon etwa gut sein. Ja, voll, geht in die Richtung. Also zum Beispiel, ich erkläre es jetzt schnell. Type A sind so die Leute, die nach dem Essen immer gerade den Geschirrspüler einräumen. Oder wenn du deine 10-Step-Skincare-Routine machst, egal um welche Zeit du vom Ausgang herkommst. Oder so, du tust deine Bettwäsche alle 7 Tage wechseln. So, das ist Type A. Und Type B ist so, Wird schon gut sein. nein, so, du gehst manchmal auch geschminkt ins Bett, weil du zu müde bist. Oder so, Okay. du ziehst eine Unterhose auch mal verkehrt da auf links. Also ja, würden wir in unseren beiden Fällen nie machen. Habe ich gestern gemacht. Weißt du wieso? Weil ich Nein! keine Golida-Unterhose bekommen habe. Aber nur 3 Stunden. Du Nachher bist habe ich- selber schuld, dass du vaginale Pilze hast. Nein. Ja. Aber Weißt, ja. da gibt es Leute, die wirklich darunter Ja. leiden und dann gibt es noch so wie du. Nein. Ja, jedenfalls, Type B ist so... Ich glaube, man checkt es im Gut. Fall. Aber was ist RIS? jetzt POV? Ja, das kannst du noch mal ein bisschen röteln. Nein, es ist etwas vorher. steht- Stell dir vor. Nein. Stell dir vor. POV, das steht für etwas. Das ist eine Abkürzung. Ja, für ich was? weiss. Aber das P irritiert mich. Ich habe gedacht, Was ist denn before. O und V? Stell dir vor. Nein! Ja, aber Das sind 3 englische Worte. Ich weiss, aber das einfach auf Englisch. Stell dir vor. Keine Ahnung, was das auf Englisch heisst, aber so interpretiere ich Imagine. das. Ein Wort, imagine. Imagine. Gut, ich kann nicht vor im Punkt. POV steht für Point of View. Ah, gut. POV, Doppelpunkt. Ja. Du bist schon mit dem Freund, bla bla bla. Ja. POV steht für Point of View. Ah, POV. Das ist dir gerade das Licht angegangen. He? Ja, danke. Gut. Jetzt habe ich etwas gelernt. Ja. Nächstes Mal, ja. Ich habe das Machen noch wir es gerne, ein bisschen dann weiss ich. Und ich weiss, Kannst du so Zeug nicht merken? doch. Doch! Doch, wir können eine ganze Folge malen, wo du mich abfragst. Und dann... Ja, schauen wir mal, du Pinzli, du. Ja, auf jeden Fall wäre es das gewesen. Cool, nein, hallo, Ah. jetzt kommt noch Flyer Ah. Frage Jenny Chat. Stimmt. Und ich habe es versaut schon. Ich habe etwas mitgebracht. Ich sage es jetzt extra nicht, dass ich euch ein bisschen auf Folter spanne da draussen. Ich habe etwas mitgebracht, wo ich will, an der Jenny demonstrieren. Oder Und Jamie. Jenny, sorry. Und Oder Jenny hat es jetzt leider vorher schon gesehen, als sie ans Büroplätzchen kam, ist so bei mir so, wie hast du das dabei? Und ich hätte 1 Sekunde länger müssen überlegen und dann einfach überspielen. Und nachher habe ich aber schon so hässlich reagiert. hast du gesagt. Ja, so. Und Jenny, Und ich so,
Ja, und der Chef ist neben dran gestanden, gell? Du hast so Hat gesehen. hinterher geschaut. Ja, und ich einfach weitergemacht. Jenny so, ja, weißt du, ist doch jetzt egal. Ich habe gemerkt, dass du das... Weil wegen deiner Reaktion habe ich gemerkt, du hast das im Podcast irgendwie sagen. Ja. Und ich so, ja, ist doch jetzt egal. Ja, auf jeden Fall machen wir es jetzt trotzdem. Genau, schaut doch schnell, wenn ihr es jetzt schon wissen wollt. Also ja, schaut jetzt einfach gleich zu der Jenny über. Mal Schau in das schauen. Video rein. Ich weiss schon, was du jetzt machst. Sie gibt mir jetzt eine Kopfmassage. Ah, fuck, kann ich es jetzt einfach an... Mann, Jenny! Sag das doch nicht! Schau jetzt eine Aber du hast schon gesagt, die Leute sollen dein Video schauen. Ja, aber jetzt, warte, das ist ein Spannungsbogen gewesen, das hast du schon gebrochen, Alter. Also egal, es ist... Ja, es hat mit dem Kopf zu tun. Aber ich komme jetzt über. Und jetzt schnurrst du nicht mehr. Du weißt schon, dass ich Kopfhörer habe. Ja. Muss ich meine Haare auftun? Wow! Ich habe jetzt gut, aber irgendwie kützelt es auch. Wirklich, die Folge ist scheiße. Nein, Spaß. Ja, also. Mein Haargummi. Ja, das brauchst du jetzt nicht mehr, Kopftor. Oh. Egal, erzähl. Ja, das ist Kopfkratzer. Jenny, Flavia fragt Jenny Judged, was haltest du vom Kopfkratzer? 10 von 10. Gell? Absolut geiles Gefühl. Boah, ich schwöre, der ist... Der liegt immer neben deinem Bett Ja, und du machst es mit dem vor dem Schlafen. ja, ich mache mit dem. Das ist so mein letztes To-Do. Das ist so ja das Kopfkratzding. Das Ja, ist so, aber ihr seht sich so gut. Ich schwör's dir, ich weiss nicht, meine Mami ist zwar nicht gerne, aber ich kenne fast keine Leute. Ich habe heute im Geschäft auch wieder mal Barnen. Und und ich habe auch mal, als ich einen Ferienjob gemacht habe in einer Fabrik, habe ich den mitgenommen, weil ich auch von dem erzählt habe. Nachher so, in der Fabrik. ja, sorry, ich muss so sagen, dass man ein Bild hat. Wir Ja. sind so am Sachen kleben gewesen, mit der ganzen Tag das Gleiche. Nachher habe ich so zu einer älteren deutschen Frau, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, nennen wir sie Wilma, keine Ahnung. Und nachher habe ich so gemacht und sie so, boah, das ist ja besser als Anorgasmus. Und es ist im Fall schon hure geil. Also ich sage auch 10 von 10. Das, was ich davor wollte sagen, und ich gesagt habe, ich sage es im Podcast, ist, wegen dir wollte ich mir so ein Ding kaufen. Ja. Oh mein so Gott. Gut. Wer die produziert, jetzt müsst ihr euch also schon melden, jetzt haben wir schon sehr gute Werbung Please gemacht. sponsor us. Ja. Ja, wirklich. Übrigens, das weißt du gar nicht, aber ich habe heute mal wieder Glückskeks mit. Nein! Ich habe im Fall gestern daran gedacht, wie ich dich mal überraschen könnte. Ja, gehört Also, das? ich schicke dir den, der weniger verbröselt ist. Ah, das ist sehr aufopfernd von dir. Aufopfern. Darf man den überhaupt essen? Ich weiss das nicht. Schau, dein Chef hat es eh nicht mehr gern, seit du heute rumgeschrien hast. Ja. Also brechen wir es wieder zusammen. Nein, also, es ist schon verbrochen. Oh, aber nicht lesen. Aber gibt es jetzt einen Grund oder hast du noch nicht gegessen? Gibt es einen Grund oder Ich habe gefunden, einfach du jetzt mal? einfach mal ab und zu random wieder einen Das ist doch Glückskeks bringen. Ja, ja, top. Oh! Es ist auf Französisch, ich verstehe es noch nicht. Weißt du, auf der anderen Seite ist es Ich Spanisch, weiss, aber- das verstehst du ja auch nicht. Also, darf ich mal vorlesen? Ja. Aber jetzt musst du schnell ruhig sein. Ist es dann auch fertig? Du kannst Nein, nicht lies doch einfach vor. Also. Haben Sie den Mut und riskieren Sie etwas? Mm. Mhm. Ich sage nur Feuerwehrhäusli. Mhm. Maybe. Wir lassen das einmal stehen. Ja. Bei mir steht. Sie haben heute die besten Vorschläge. Mm. Ich weiss zwar nicht, was ich für Vorschläge mache heute, aber ja. Doch, Blasentzündungsvorschlag. Leute, jetzt müssen wir das ernst nehmen. Trust me on this one. Wirklich. Alles ausprobiert. Mm. Ich glaube, ich jetzt nachher da noch weiter. Ich glaube, wir können uns schnell verabschieden. Ja, machen wir noch. Ja, oh, die sind schon hure geil. Ja. Mhm. Danke vielmals fürs Zuhören. Und fürs Zuschauen. Genau. Wenn euch diese Folge oder die anderen Folgen bisher gefallen haben, dann würden wir uns riesig freuen über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Das hilft uns mega wirklich. Wir sehen Zahlen, also es hören sehr viel mehr rein, als schon Bewertungen da sind. Und darum bitte einfach schnell auf, ich weiß nicht, ich glaube es sind 3 Pünktchen und dann schon bewerten. Und dann schnell Bewertung abgeben, das wäre mega hammergeil. Danke. Und wie gesagt, falls euch irgendwas während den letzten wahrscheinlich 120 Minuten gefühlt durch den Kopf gegangen ist, kommentiert es unbedingt auf Spotify oder lasst es uns wissen auf Instagram. Wir freuen uns über jeden Community-Input. Ja, So wär's. Danke euch und man sieht sich. man sieht und hört sich. Ciao zusammen. Ciao.
Ich habe extra nicht gewunken, das ist cringe. Oh. Alles Oh. cringe von mir.